Und wer soll das bezahlen, ha? Das muss alles bezahlt werden. Oder glaubst du, die Herren in Bonn bezahlen das aus ihrer eigenen Tasche? Ja, du, die husten uns was. Die sagen sich, wer so dösig ist, dass er uns wählt, der muss da auch für berappen. Basta. Lass mal sehen. Die ziehen uns ganz sutsche das Fell über die Ohren, ohne dass wir das merken. Und wenn wir das merken, dann ist es zu spät. Dann können wir uns mal einsagen lassen. Wie spät ist es? Ja, ja. So ist es. Was? Hast recht, Salon. 100%. Mensch, ich hab dich gefragt, wie spät es ist. Meine Uhr ist kaputt. Aber du hast doch selbst genug. Ach was, die gehen alle verschieden. Guck mal zum Kirchturm. Kurz vor 9:30. Und die Beerdigung ist? Um 11. Tja, warum jagt sie mich denn so früh aus dem Bett? Ist sowas? Wo haben wir gerade von gesprochen? Wer das bezahlen soll. Ah. Und was meinst du? Ich. Ach Mensch, das liegt doch klar auf der Hand. Tja, Wir Lütten Geschäftsleute, die sich von morgens bis abends abrackern, die nur ihre Arbeit kennen, ihre Arbeit und nochmal ihre Arbeit, die mit einem Bein in der Intensivstation stehen und mit dem anderen in der Pleite. Und warum das Ganze? Hä? Warum diese Plackerei? Augenblick. Sag mal schnell. Dass ihr was zu beißen habt. Ach so, ja. Soweit alles klar habe? 100% Salon. Na. Aber nun frage ich dich. Ist das gerecht? Hm? Hm? Ist das gerecht, dass ich mich für dich totarbeiten muss? Du für mich, Salon. Naja, ich als Geschäftsmann, für dich als Arbeitslosen, meine ich. Ach so, ja, nee. Das ist nicht gerecht. Ah, siehst du? Siehst du wohl? Und darum Schluss und vorbei. Das Spiel mache ich nicht mehr länger mit. Ich habe mich lange genug für andere Leute abgerackert. Nun will ich endlich mal an mich selber denken. Ich gehe in die Politik, Happe. Ende der Durchsage. Hört, hört. Wundert dich das? Das wundert mich ganz und gar nicht, Salon. Ich habe mich schon öfters gefragt, warum geht Salon nicht in die Politik? Du kannst gut schnacken, hast den großen Überblick. Dich nehmen sie mit offenen Armen auf. Ah, meinst du? Kusshand nehmen sie dich. Meinst du, hä? Gewiss doch. Hast ja schon eine Partei ausgesucht? Letztens, da war Hausschild hier, ne? Und der hat mir so lange die Ohren voll gesappelt, bis ich den Aufnahmeantrag für seine Partei unterschrieben habe. Naja, nun ist das alles bloß so eine Frage der Zeit, ne? Hausschild? Ja, ja, der da. Sagst du nicht immer, Hausschild ist ein Kotzfragen? Der Größte, der bei uns in der Stadt rumläuft. Und dann gehst du in seine Partei rein. Mensch, du hast auch keinen blassen Schimmer von Politik, Happe. Politik hat doch nichts mit Sympathie zu tun. Nee. Nee. Wenn es danach ging, dann müsste ich eine Ein-Mann-Partei aufmachen. Das ist gut, Salon, das ist gut. Also was das anlangt, meine Stimme ist dir sicher, 100%. Und die von meiner Frau auch. So, naja, das kann ich dann ja auch verlangen, ne? Wenn du hier Tag für Tag in meinem Salon rumsitzt und mich in Schnack aufhältst. Gib mal ein Handtuch her. Bitte, Herr. Ja. Rasierwasser. Was war das noch? Dieses hier. Ja. Ach Mensch, nee, Happe. Sag mal, hast du keine Augen im Kopf? Da ist Ether drin. Ja, das da, gib her. Zu was brauchst du denn Eder? Für Leute, die ich nicht riechen kann.
So. Ist aber auch gut gegen Haarausfall und Fettflecke. Willst du mal probieren? Nee. Besten Dank. Nee. Weißt du, mein Vater hat das für die letzte Rasur gebraucht. Wenn er den Toten hinterher das Gesicht mit Ether eingerieben hat, dann sahen sie nicht mehr ganz so tot aus, meinte er. Nee, also das ist nichts für mich. Bin lieber arbeitslos. Wieso denn, Happe? Job ist Job. Und von meinem Vater, du, der hat da klotzig dran verdient. Allein was der für Trinkgeld gekriegt hat, du, da hätte er sich 3 Mal für tot saufen können. Ja, was der ans weggeputzt hat, mein lieber Schalli. Wenn er morgens den Salon aufgemacht hat, hat er schon die erste Brücke mit. Wenn ich sag, mein Vater war ein Schlucksbeck, dann ist das in Ordnung. Wenn du das sagst, ist das eine Beleidigung. So habe ich das nicht gemeint, Salon. Ja, auf meinen Vater lasse ich nichts kommen. Das war ein politisches Naturtalent. Ja, was der alles vorausgesagt hat, du, Respekt. Bloß mit Mussolini. Da war auf dem verkehrten Dampfer, ne? Naja, jeder kann sich mal versehen, ne? Ja, aber du musst nur dein Lebtag mit diesen komischen Vornamen rumlaufen. Benito. So viel komischer ist er ja auch nicht, ne? Also mir gefällt Salon besser. Das hört sich so biblisch an. Und so steht das da ja auch groß auf der Schaufensterscheibe. Nee, du, als Salon Meyer kann ich nicht in die Politik einsteigen. Und wenn mein richtiger Name auf dem Wahlplakat steht, dann halten die Leute mich für einen Gastarbeiter, du. Nee, du, ich glaube, ich muss mal... Was ist das denn? Kenn ich nicht. Was hat er da zu gucken? Ich kann ja mal rausgehen und ihn fragen. Ja, was findest du? Nicht so direkt, natürlich. Der steht da nicht zufällig? Nee. Wie meinst du das, Salon? Das sagt mir mein Instinkt. Aha. Putzig, nicht? Ja. So was? Naja. Oh, sag mal eben. An wen hast du die Armbanduhren verkauft? 300 Gramm. Aha. Die will er seine Kinder zu Weihnachten schenken. Und einen an Gräten Unti. Ja, und was hast du gesagt, wo die Uhren herkommen? Aus dem Konkursmaster, so hast du mir das gesagt, ne? Nix von mir? Ich bin doch kein Döskopf, Salon. Na, du sabbelst mir zu viel, du. Ich hätte die Uhren mal lieber selber an Mann bringen sollen. Nun komm mir doch die paar Prozente, die kann ich gut brauchen. Wenn die Polizei dahinter kommt, du, dann sehen wir beide alt aus. Wieso denn? Du hast doch gesagt, das geht eins mit rechten Dingen zu. Ja, geht es auch. Na also. Ja, Mann, bloß, dass da Made in Switzerland draufsteht und nicht Made in Taiwan, ne? Das auch mal bloß, weil die meisten Leute ja doch nicht wissen, wo Taiwan liegt. Oder weißt du das? Nö. Ja. Hab ich noch nie was von gehört. Siehst du? Oh, einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Was bitteschön kann ich für Sie tun? Rasierklingen. Rasierklingen. Sehr wohl, der Herr. Bevorzugen Sie eine bestimmte Marke? Was haben Sie denn da? Was habe ich denn da? Ja, Entschuldigung, muss man eben nachschauen, nicht? Ja, also, Rasierklingen werden ja heutzutage kaum noch verlangt, nicht? Und die richtige Suche, so werdet ihr finden. Oh, wie wär's denn mit einem schönen Stück Seife? Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, da wasche ich mich sogar selber mit. Kostet? Kostet? Ja, das ist eine gute Frage, ja. Die kostet, ja, was kostet sie, ja? Einen Moment. Weil Sie es sind 3,80 Mark. Stimmt so. Dankeschön, mein Herr. Meinen allerherzlichsten Dank. So, das werde ich auch. Also, bitte schön, bitte sehr. Ach, sagen Sie, soll ich die Seife etwas geschenkmäßig einpacken?
Wenn es Ihnen Spaß bringt. Sehr wohl, der Herr, als Geschenk. Also, werden wir gleich haben. Eine Sekunde. Ach, Scheiße. Lauf mal nach Ilse und lass dir ein Stück Geschenkpapier geben. Schon ganz schön frisch draußen, nicht? Viel zu kalt für diese Jahreszeit. Das kann Ihnen doch nichts ausmachen. Sie sitzen doch hier im Warmen. Natürlich. Haben Sie auch wieder recht, nicht? Dann sagen Sie mal, dieser Herr Hauschild? Ja. Hat der sein Geschäft immer vormittags geschlossen? Nö, der macht so erst um 10 oder um 11 auf, weil der ist nämlich im Stadtrat, wissen Sie? Ja, und da hat er öfter morgens auf dem Rathaus zu tun. Warum? Wollen Sie was bei ihm kaufen? Vielleicht. Ja, also der hat wunderschönen Schmuck, auch Tafelgeschirr, Silberpokale, alles vom Feinsten, kann ich Ihnen sagen. Bloß mit den Uhren, wissen Sie, ach, da will ich lieber nichts zu sagen. Ja, was ist damit? Ja, wissen Sie, unter uns, mit den Uhren, da ist der viel zu teuer. Da zahlen Sie glatt 40% mehr nur auf den Namen. Naja, Name ist doch Schall und Rauch, nicht? Nomen ist Omen, wie wir Lateiner sagen, nicht? Auf das Innenleben kommt es an, habe ich recht? Also, wenn Sie mal eine gute und preiswerte Uhr kaufen wollen, dann könnte ich Ihnen einen Tipp geben. Ja? Wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Ja, wieso an Sie? Ja. Ich denke, Sie sind Friseur. Naja, gut. Wenn man sich heutzutage über Wasser halten will, dann muss man flexibel sein. Habe ich recht? Wissen Sie, ich habe da rein zufällig eine kleine Auswahl, ne? Original Schweizer Uhren. Bloß wenn Sie den Preis hören, das haut Sie echt vom Schlitten. Wirklich. Diese hier zum Beispiel. Stoppuhr, Datumsanzeige mit allen Schikanen. 57 Mark und ein paar zerquetschte. Was sagen Sie jetzt? Hm? Ist doch Geschenk für den Preis, ne? Original Schweizer Uhr. Oh ja, Original Schweizer. Bitte hier, können Sie sehen. Da, made in Switzerland. Na, ich komme vielleicht noch mal drauf zurück. Dann sagen Sie, wann machen Sie Ihr Feierabend? Ich? Feierabend? Kenne ich überhaupt nicht. Wenn es sein muss, stehe ich meiner Kundschaft Tag und Nacht zur Verfügung. Tja, also dann? Oh, halt! Sie haben Ihre Seite vergessen. Ach so. Nochmal Schweingarten. Ich habe einen ziemlich nervösen Zeigefinger. Und das Wort Seife wollen wir nochmal üben. Ilse hat eins auf den Kopf gestellt. Geschenkpapier hat sie nicht gefunden, aber sie ist gleich losgelaufen und kauft was. Ich was. Salom! Du bist ja ganz weiß um die Nase. Um ein Haar hätte der mich umgebracht. Wer? Der Kerl, der eben hier war. Hätte nicht viel dran gefehlt und ich wär nur tot. Lieber Gott, das ist ja schrecklich. Ja? Aber der Kerl kommt mir gleich verdächtig vor. Von wegen Rasierklingen kaufen. Wer rasiert sich heutzutage denn noch nass? Da hast du ganz recht. In Wahrheit wollte der hier ganz was anderes, du. Und wo ist er abgeblieben? Hast du ihn in die Flucht geschlagen? Mensch, der Kerl hat einen Ballermann bei sich. Ich bin noch nicht lebensmüde. Aber du sollst sehen, du, der kommt wieder, du. Meinst du? Ja, da bin ich ganz sicher. Ja, dann würde ich nur gleich die Polizei anrufen. Warum? Ja, willst du dich denn von den Nerven mucksen lassen? Der hat es auf mich doch gar nicht abgesehen. Nee. Ja, wen denn? Sag mal, ist dir nicht aufgefallen, dass er die ganze Zeit nach Hausschilds Geschäft rübergeguckt hat? Ja, nun wo du das sagst. Aha. Pass mal auf. Der baldowert was aus. Wieso denn? Also pass auf, wenn einer ein Ding drehen will, dann muss er erstmal wissen... Hier ist das Geschenkpapier. Was anderes konnte ich nicht kriegen. Geht das?
schön. Ja. Wunderschön. Also, mir wird richtig weihnachtlich zumute. Ich frage mich bloß, was ich da nur noch mit anfangen soll. Oh, nicht böse sein, Salon. Aber ich konnte wirklich nichts anderes kriegen. Also wenn ich so schnell arbeiten würde, wie du läufst, dann hätte ich schon lange bankrott gemacht. Hast du meinen Anzug fertig? Nee, nur die Hose muss ich noch bügeln. So. Geht mal los. Oder glaubst du, die bügelt sich von alleine? Ja, Salon. Ach, noch was. Ja, Salon. Ja. Sag mal, wenn wir auch nicht verheiratet sind, nicht? Aber so wie du draußen rumläufst, mit auf der Straße, das fällt doch alles auf mich zurück. Die Leute müssen doch glauben, ich halte dich so knapp, dass du dir nicht mal was Ordentliches anzuziehen kaufen kannst, nicht? Ja, aber ich hatte das doch so eilig, Salon. So. Ja, du, aber über mein Zeug, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Nee, ich fahre nachher mit Doris und Tante Adelheid nach Hamburg und dann kaufe ich mir mal patschige Sachen. Guck an. Du fährst nach Hamburg. Wie schön, dass ich das auch zu wissen kriege, nicht? Und wer bezahlt die Plünnen? Na, ich natürlich. Natürlich, aber wie konnte ich auch bloß so dösig fragen, nicht? Du hast das ja auch so dick, dass du mit deinem Geld gar nicht weißt, was du damit anfangen sollst, nicht? Tante Adelheid, die legt wohl ein bisschen zu, wenn das nicht langt. Sag mal, wie kommt Tante Adelheid dazu, für dich was auszugeben? Sind wir schon so weit, dass andere Leute für uns bezahlen müssen? Nee, aber du sagst doch immer, für sowas ist kein Geld über. Das soll ich gesagt haben. Also hör mal. Ich hab dir noch nie was abgeschlagen, nicht? Und wenn doch, dann einzig und allein aus pädagogischen Gründen. Ende der Durchsage. Ja, Salon. Du siehst zu, dass du in die Gange kommst, nicht? Zack. Ja, Salon. Du Liebe. Junge, du machst das aber tun. Die Frauen, die müssen wissen, wer der Herr im Haus ist. Sonst tanzen sie dir auf der Nase rum. Das leicht gesagt, Salon. Wenn ich so mit meiner Alten umspringen würde, hätte ich nichts mehr zu lachen. Ja, du, Happe. Du bist ja auch ein Waschlappen, ne? Aber ich lass mich nicht unterbuttern. Soll das nicht so laut, Salon. Wenn einer erst verheiratet ist, sieht die Sache anders aus. Die Frauen haben eine Menge Tricks auf Lager, wo sie dich ganz langsam mit unterm Pantoffel kriegen. Erzähl mir doch nichts, Mensch. Wer sich für einen Pfannkuchen ausgibt, der wird auch für aufgefressen. Das ist nicht von mir, ist aber trotzdem wahr. Auf dem Gebiet habe ich einschlägige Erfahrungen. Aber du bist ja ein von den ganz Klugen, die das gar nicht hier so weit kommen lassen. Warum heiraten, wo die Flitterbauchen noch viel schöner sind, ne? Was bist du bloß für einen gräsigen Sappelwurst, Mensch? Ich, Salon? Ja, du. Du könntest dich mit deiner Sappelei glatt für einen Guinness-Rekord anmelden. Das ist eine Beleidigung, nimmst das zurück? Nee. Tja, dann kann ich da auch nichts an ändern. Also, Was also? du wolltest mir doch ein Geheimnis anvertrauen. Ach so, ja. Sitzt du gut? Ich bin auf Angst gefasst. Taram, tata, taram, tata. Hm? Soll das heißen? Mhm. Du, Salon? Yep. Tu dir das nicht an, Salon. Warum denn um einzelne Welt? Bis du das hast, kannst du das doch überhaupt gar nicht kriegen. Glaub ja auch nicht, dass Ilse sich noch so von dir rumkommandieren lässt, wenn ihr jetzt verheiratet seid. Ilse? Die ist auch nicht anders als andere Frauen, verlass dich drauf. Sag mal, wer redet hier denn von Ilse? Wenn ein Mann wie ich, ein Mann in den besten Jahren, wenn der heiraten will, dann nimmt er sich doch keine Frau, die den zweiten Frühling schon hinter sich hat. Salon, bei Lütten wirst du mir unheimlich. Das kannst du doch nicht machen. Nach all die Jahren kannst du Ilse doch nicht sitzen lassen, andere heiraten. Ein Mann ist so alt, wie er sich fühlt. Und eine Frau ist so alt, wie sie sich anfühlt. Also, ist das doch logisch, dass ich mir eine Frau suche, die sich so anfühlt, wie ich mich fühle, oder? Also begriffen habe ich das nicht. Aber darf ich mal fragen, wie alt du dich fühlst? Oh, das kommt ganz auf die Tageszeit an, nicht?
Morgens fühle ich mich so knapp über 30 und abends, naja, ein paar Jahre älter. Und was ist nach? Da fühle ich mich noch immer so jung, dass ich das mit einer Frau von 25 aufnehmen kann. Hm? 25? Naja, das so und bei. Ne? Kenne ich ihr. Mhm. Ein Jahr ist das. Mhm. Hatte was an der Haken. Sie ist eine Schönheit, Happel. Die hübscheste Frau, die mir jemals über den Weg gelaufen ist. Ach, und ihre Augen. Mensch, wenn sie dich da so von unten her mit anguckt, du, dann bist du von Socken. Also Geld hat sie nicht. Was bist du bloß für ein ekelhafter Materialist, Happel? Du kannst doch von einem Rassepferd nicht verlangen, dass es Dukaten scheißt, oder? Das sehe ich ein. Aber das ist ja nun mal so, dass man dir das von draußen nicht angucken kann, wo jung du dich von drinnen fühlst, nicht? Das haben sie schnell spitzt, du. Fürs erste langen 1000-Markschein. Bildlich gesprochen. So bildlich gesprochen. Wenn du bildlich gesprochen mit einem 1000-Markschein winkst, fragt dich keine Frau, wie alt du bist. Ja, das was an. Siehst du? Aber jetzt muss so einen Schein haben. Sag mal, für was hältst du mich? Für einen Tüffel 8 ein? Nö, ganz und gar nichts, hallo. So, lass doch dein Glück, du. Natürlich muss ich erstmal zu Geld kommen, nicht? Das ist das Nonplusultra. Aber das ist für mich doch überhaupt kein Problem, Happe. Das Geld liegt sozusagen vor der Tür, ich muss es bloß aussammeln. Hast du ein Glück? Ja, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf, Happe. Und wenn ich das hab, dann kommt Punkt Nummer 2 von meinem 3-Stufen-Plan. Oh, was denn für ein 3-Stufen-Plan? Geld, Hochzeit, Politik. Ja, sowas nennt man Strategie, Happe. Benito Salon-Meyer. Dein Krebs möchte ich haben. Haben alleine nützt nichts. Du musst ihn auch ein bisschen... Da ist er schon wieder. Verrat dich. Nee. Das ist er nicht. Nee. Das ist ein anderer. Ja. Aha. Merkst du was? Ja. Nee. Ich weiß nicht recht. Ich fresse ein Wesen, wenn das nicht sein Partner ist. Ha? Sein Komplize. Verstehst du? 100%ig Salon. Wieso Komplize? Oh, nee. Mensch, Happel, bei dir hat der liebe Gott wahrhaftig an allen Ecken und Kanten gespart. Guten Tag, Benito. Einen wunderschönen guten Tag, Tante Adelheid. Also du bist das? Was bin ich? Die freudige Überraschung, die heute in meinem Horoskop steht. Oh, das langt. Du küsst mir ja die ganze Kosmetik ab. Also, Tante Adelheid. Ja, du wirst immer jünger. Wie machst du das nur? Genau das wollte ich sagen. Ich weiß. Aber allmählich musst du dir mal ein anderes Kompliment ausdenken. Sonst glaube ich das noch. Oh, Tante Adelheid, das ist die reine Wahrheit. Was kann ich für dich tun? Ist mal wieder eine Dauerwelle fällig? Nee, um Gottes Willen, bloß das nicht, du. Nach der letzten Dauerwelle, die du mir verpasst hast, hat es ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich wieder auf der Straße sehen lassen konnte. Ist Ilse soweit? Guck mal nach. Nee, das tust du doch noch besser selber. Aber gern, Tante Adelheid, gern tue ich das, bin schon unterwegs. Nochmals vielen Dank für das wunderschöne Kleid. Hast es? Meine Frau ist das ein bisschen knapp. Aber meine Elze passt das 100%. Das ist ja wunderbar. Dann sagen Sie Ihrer Frau Mann, sie soll mal bei mir vorbeikommen. Wir finden gewiss eins, das auch ihr passt. Mache ich. Vielen Dank, Frau Hiners. Spielen Sie hier so den Lockvogel? Wieso? Lockvogel. Ich meine, so wie bei der Entenjacht.
Da setzt man ja auch eine Attrappe auf den Tümpel. Die denn die echten Enten anlocken soll, nicht? Ach so, ja, nee. Ich sitze hier bloß so als Ansprechpartner, will ich mal sagen. Salon kann ja nicht immer mit sich selber schnacken. Und ich habe ja Zeit genug. Immer noch keine Arbeit? In meinem Alter ist das nicht so einfach. Ja. Ich brauche mal wieder neue Tapeten. Die alten fallen mir auf den Wecker, wenn Sie Lust haben. Ja. Lust habe ich wohl. Aber eigentlich ist das hier Schwarzarbeit. Und wenn die Polizei das sieht... Oh, Sie sollen mein Haus ja nicht von draußen tapezieren, ne? Hier, kleine Anzahlung. Ach, danke. Besten Dank, Frau Hinnert. Ich sage immer zu meiner Frau, wenn alle so ein gutes Herz hätten wie Frau Hinnert, sage ich immer. Ja, das ist mein Fehler. Ich bin viel zu gut für diese Welt. So, Ilse hat noch gar nicht mit dir gerechnet. Soll das heißen, sie ist noch nicht fertig? Dauert wohl noch einen kleinen Augenblick, nicht? Ihr müsst auch noch auf Doris warten, sagt Ilse, die wollte euch hier abholen. Ne? Willst du deinen Mantel denn nicht einen Augenblick ausziehen? Wie spät haben wir es? Guck mal nach. 5 nach 10. 5 nach 10. Ja, dann haben wir noch einen Augenblick Zeit. Ja, nicht? Den gibt man mal eben her. So. Oh, sag mal, Tante Adelheid, ist das schon wieder neuer, du? Sonderangebot. Sonderangebot. Guck an, du. Das sieht man ihm aber gar nicht an. Soll ich dir mal erzählen, was der gekostet hat? Nein? Lumpige 12.000. Dann, na wer dann nochmal, das ist ja... Geschenkt, nicht? Ja, das Geschenk, ja. Setz dich einen Augenblick hin. Ja. Tante Adelheid. Tschüss, Happe. Musst du mal los? Du sieh zu, dass du Land gewinnst. Hier. Morgenstund hat Gold im Mund, ne? Mal einen schönen Tag noch. Tschüss, Frau Hinnert. Tschüss. Na, Benito, wie läuft das Geschäft? Oh Gott, ich kann nicht klagen, Tante Adelheid. Hauptsache, du arbeitest dich nicht tot. Oh, nee. Oh, da pass ich schon für auf, du. Ja. Denk an Onkel Herbert. Als er in deinem Alter war, da kriegt er den ersten Herzinfarkt. Ja, also ich fühle mich topfit, Tante Adelheid. Ja, guck mich an. Ich könnte Bäume ausreißen. Ja, aber man soll es ja auch nicht übertreiben mit der Arbeit, nicht? Ich meine, so wie du dich abrackerst, das kann auf die Dauer gar nicht gut gehen. Wenn du dir nicht ab und an mal ein bisschen Ruhe gönnst, dann kommt es noch so weit, dass du vor mir den Löffel wegschmeißt. Und was denn, Benito? Wo bleibe ich denn mit all meinem Geld ab? Oh Gott, ich glaub, du machst dir zu viel Sorgen, Tante Adelheid. Sieh mal, zum Ersten sitze ich doch die paar Jahre auf einer Backe ab, die du noch lebst. Ich wollte sagen, wir Meyers, wir sind ja alle ein langlebiger Menschenschlag, nicht? Ja, und dann ist Ilse ja auch noch da. Ja, aber einen Haufen Geld erben und dabei einen klaren Kopf behalten, dazu gehört ein starker Charakter. Und ob Ilse den hat... Ja, aber du darfst nicht vergessen, sie ist die Tochter von deinem Bruder. Ja. Ich meine, wir beide, du und ich, wir sind ja leider bloß um ein paar Ecken miteinander verwandt. Ne? Ja, aber mir bleibt wohl schließlich doch nichts anderes übrig, als Ilse zu meiner Alleinerbin einzusetzen. Oh, nun mal nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, Tante Adelheid, nicht? Sieh mal, wenn du partout willst, dass ich dein Geld kriege, und so habe ich dich eben verstanden, dann gibt es ja vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit. Na? Wie wär's denn mit einer Schenkung? Schenkung? Was meinst du mit Schenkung, Benito? Naja, wir setzen einen Vertrag auf, wo du alles, was du hast, mir überschreibst. Alles? Mhm. Und jetzt gleich? Naja, je eher dabei, je eher davon. Und wovon soll ich denn leben? Aber Tante Adelheid, du kriegst doch selbstverständlich von mir eine Leibrente, bis du abkriegst. Ich meine, bis an dein Lebensende, nicht? Ja, aber wenn du nun vor mir abnibbelst, Benito. Tante Adelheid, du bist doch eine
25 Jahre älter als ich. 24. 6 Monate und 17 Tage. Na gut, schön, meinetwegen. Aber nach menschlichem Ermessen... Nee. Fürs menschliche Ermessen kann ich mir nichts kaufen. Wenn du mir keine besseren Sicherheiten bieten kannst, müssen wir die ganze Sache eben vergessen. Na ja, aber was verlangst du denn noch von mir? Oh, mir scheint wer hier was verlangt. Das bist doch du. Ich denke nur an meine Zukunft. Ja, hast du denn gar kein Vertrauen zu mir? Oh Gott, in Geldsachen habe ich ja nicht mal Vertrauen zu mir selbst, Benito. Wie kann ich dann jemandem vertrauen, der nur weitläufig mit mir verwandt ist? Ja, sicher. Da ist doch nun nichts mehr dran zu ändern. Nein? Bitte? Ist da wirklich nichts dran zu ändern? Also, ich weiß mit dem besten Willen nicht, wo du drauf raus willst. Also ich meine, nach dem Gesetz sind Mann und Frau doch miteinander verwandt, oder? Soll das heißen, dass du und ich... Also Benito, noch deutlicher kann ich nicht werden. Das schickt sich nicht für eine Dame. Ja, aber das kommt mir alles so, nicht? Ja. Ja, ich meine, wenn das deine Bedingung ist, dann muss ich wohl... Nee, sag nur nicht in den sauren Apfel beißen. Aber Tante Adelheid, da habe ich doch nicht mal dran gedacht. Ich meine, ich wollte sagen, dann muss ich dich nur wohl fragen, ob ich mir dann auch ganz ernsthafte Hoffnung machen darf. Hm? Ja, also ehrlich gesagt, wo ich nun doch jeden Tag jünger werde, bist du mir ja eigentlich ein bisschen zu alt. Aber Tante Adelheid... Ja, ich hätte lieber was Knackiges. Noch knackiger als ich? Ja. Junge, da musst du aber lange suchen. Naja, auf der anderen Seite, ich meine, für dein Alter siehst du ja immer noch ganz passabel aus. Oh, danke. Also, gut, ich werde mir die Sache überlegen. Na. Komm her, mein Jung. Noch näher. Na? Tja, und du? Nun sind wir sozusagen verlobt. Ja. Na also, du drück mir doch endlich einen auf. Ach so, ja. Was macht ihr denn da? So, jetzt guck dich in den Spiegel. Warum? Er wollte absolut nicht glauben, dass mein Lippenstift kussecht ist. Also bitte. Ach so, ja, das kann ich aber immer. Wahrhaftig, nichts zu sehen, gar nichts zu sehen. Hast du meine Büchse fertig? Ja, die kannst du anziehen, Sarah. Du willst doch wohl nicht mit uns. Ja, und wenn? Nee, er will auf Göschens Beerdigung von der Arbeit. Ach so, auf die Beerdigung will er. Ja, das tu auch mal. Du musst dir ja auch mal was gönnen, mein Junge, nicht? Losgehen. Ja, wollen wir? Sag mal dir. Ja, wir wollen los. Sag Doris. Schönen guten Tag auch, Doris. Ach, welch ein Glanz in meiner Hütte. Hallo, Onkel Salom. Hallo, Doris. Du sag mal, ist das nicht ein bisschen zu überkansiedelt? Ne, wieso? Das ist doch schick. Wenn ich meine Verjüngungskur hinter mir habe, zieh ich mir auch sowas an. Mami ist eben nicht up to date, Tante Adelheid. Na, Onkel Salom, was sagst du denn dazu? Ich? Ja. Was ich dazu... Ja, aber du siehst mal wieder aus, nicht? Also ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Ja, das ist auch besser. Wir haben nämlich keine Zeit mehr, wir müssen los. Ilse, willst du dir nichts überziehen? Ja, ich muss eine Jacke anhaben. Was meinst du denn, Tante Adelheid? Sieht Doris nicht zum Anbeißen aus? Ne? Ja, tut sie. Versuch's lieber nicht. An mir hat sich schon manch einer die Zähne ausgebissen, Onkel Salom. Onkel Salon. Wie sich das anhört, komme ich mir gleich 20 Jahre älter vor. 20 Jahre älter als Doris oder 20 Jahre älter als du so schon bist? Für dich bin ich Salon, okay? Naja, alle meine Freunde sagen Salon zu mir. Na ja, dann weißt du ja Bescheid, warum ich Benito zu dir sage. So, dann können wir los. Tschüss, Salon. Ja, ist gut, ist Bis gut. heute Abend, ne? Ja. Benito, wo bleibt der Kavalier? Ja, wo bleibt er denn? Ja.
Ja. Das reicht, danke. Und tschüss, Benito. Tschüss, Onkel Salom. Tschüss, Doris. Junge, 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 die hat einen Gang. Die geht. Na was, die geht nicht. Die schwebt. Wie auf Wolken schwebt sie. Tja. Und was mache ich nun mit der alten Schateke? Naja. Kommst über den Hund, kommst auch über den Stert. Wir sind ja flexibel. Rein mit dir! So, du hab ich ihn. Was? Du hab ich den Beweis. Wieso? Kennst du die hier? Meinst du deine Faust, Julius? Ach, die Uhr meine ich. Diese Uhr hier. Kommt die dir nicht bekannt vor? Ja, lass mal sehen, Julius. Lass mal sehen. Nee, du, das tut mir leid. Sag mal, wieso kommst du darauf, dass ich die Uhr kennen sollte? Der da. Der wollte sie gerade an Pförtner vom Rathaus verkaufen, als sie dazu kam. Stimmt das, Hammel? Jawohl, Herr Haschel. Was muss ich da hören, Happe? Du handelst mit Uhren. Ich denke, du bist arbeitslos, du. Och, nun komm mir doch bloß nicht auf die Tour, Salonmeier. Die Uhr hat er von dir. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass er in deinem Auftrag sowas verhökern soll. Stimmt das, Hammel? Nee. Nee! Ja, nee. Doch nicht, oder was? Ich bin mal so Stimmt das, was stimmt ja nicht? Jawohl, Herr Haschel. Was siehst du? Also was redest du da bloß für Blödsinn, Happe? Ich bin Friseur, was hab ich mit Uhren zu tun? Gar nichts. Du hör mal gut zu, mein lieber Salonmeier. Wenn ich mit ihm hier und dieser Uhr zur Polizei gehe, weißt du, was denn los ist? Dann kriegst du die bitte Böcks. Dann buchten sie dich ein. Denn zum einen ist das Etikettenschwindel und zum anderen ist das Geschäftsschädigung. Wieso ist denn das Geschäftsschädigung, Julius? Wenn hier einer Uhren verkauft, ja, dann bin ich das, klar? Oh, mein lieber Julius. Nach dem Grundgesetz... Oh, du geh mir doch bloß ab! Was würdest du wohl sagen, wenn ich hier mit mal einen Friseursalon aufmache? Was? Aber das eine sage ich dir, mein lieber Salonmeier, und ich sag dir das zum letzten Mal. Wenn du noch einmal eins von diesen Billigfabrikaten unter der Hand verschürst, noch einmal, sag ich dir, dann mache ich dich fertig. Dann sorge ich dafür, dass in dieser Stadt kein Hund mir ein Stück Brot von dir nimmt. Hast du mich verstanden? Hör mal zu. Ob du mich verstanden hast? Ja, Julius. Also. Und die hier, die behalte ich. Als Beweisstück. Du Idiot. Salom, was soll ich denn machen? Er wollte mit mir sofort zur Polizei. Und da habe ich ihm lieber alles erzählt. Was bist du bloß für ein Blödmann? Hau ab. Los. Du, wenn ich dich noch länger angucken muss, dann kommt mir die Galle hoch. Aber du hast doch gesagt, dass kein Mensch weiß, wo Taiwan liegt. Oh. Ruht mit die. Zeig lieber anders, wo du die Moors farmen kannst. Bist du doch nicht gut, Mann. Ich glaube, ich habe heute meinen schlechten Tag. Ehe das noch schlimmer wird, gehe ich lieber wieder zu Bett. Oh, guten Morgen. Guck mal. Ich habe die Klingel gar nicht gehört. Ja, was wünschen Sie bitte?
Ja, was wollte ich hier eigentlich? Ja, Herr Meier ist leider einen Augenblick nicht da. So. Ach, können Sie wohl in einer halben Stunde noch mal wiederkommen? In einer halben Stunde? Ja. Nee, das passt mir gar nicht. Nee. Aber ich lasse mich auch gern von Damen bedienen. Oh nee, ich bin hier ja bloß die... wie wär's denn mit heute Nachmittag? Heute Nachmittag? Doch, ja, das geht. Wenn ich nicht zu lange warten muss. Nö, bestimmt nicht. Wir können ja eine Zeit abmachen und dann kommen Sie gleich dran. Gilt das auch für Sie, schöne Frau? Oh nee, wieso? Ich bin... Guten Morgen. Guten Morgen, von der Adelheid. Ja, ich komme dann später noch mal vorbei, nicht? Ja, ist nett. Wiedersehen, die Damen. Wiedersehen, der Herr. Wiedersehen. Ja. So ist das ein komischer Kerl. Weiß ich nicht. Du. Bist du alleine? Ja. Komm, zieh mal über. Aber Tante Adelheid, du, ich hab dir doch gesagt... Du hast mir gar nichts zu sagen. Siehst du, die passt? Oh, ja. Mensch, Tante Adelheid, wie schick. Du, aber das kann ich ja gar nicht annehmen, du. Wieso? Machst du dir Sorgen um meine Motten? Die haben bei mir genug zu fressen, du. Ja, aber... Nichts aber. Sag Dankeschön und dann halt einen Schnüller. Oh, vielen, vielen Dank, Tante Adelheid. Du, wie soll ich das bloß wieder gut machen? Ich wüsste was. Ja? Rat mal. Ach, dann kann ich mir schon denken, was du meinst. Du, aber tu mir einen Gefallen und fang nicht davon an. Ist ja gut. Ich sag ja kein Wort. Wo ist Benito denn? Das hat er mir nicht gesagt. Ach, sieh mal an. Naja, er muss ja auch mal andere Gesichter sehen, der arme Junge. Hier sieht er ja immer nur Happe und dich, ne? Oh, ne, ganz so ist das doch wohl nicht, Tante Adelheid. Komm, ich weiß doch, wie das ist. Wer kommt denn noch hierher und hört sich Benitos Gesappel an? Wer das einmal erlebt hat, der lässt sich doch lieber ein Bart stehen, nicht? Tante Adelheid, du sollst nicht immer so über ihn herziehen. Dass sein Geschäft nicht mehr so geht, du, das hat ganz andere Gründe. Ja, das kenne ich. Wenn bei ihm was schief geht, dann haben immer die anderen die Schuld. Ja, so war er schon als kleiner Junge. Da wollte er noch nicht mal zugeben, dass er sich selbst die Hosen voll gemacht hatte. Und später hatte sein Vater an allem die Schuld, der alte Schluckspecht, aber er war immer der reinste Unschuldsengel. Ach, Tante Adelheid, du bist gemein. Oh Gott. Naja, du, ich kann das nicht ab, dass du bei jeder Gelegenheit Saarland schlecht machst. Du, das hat er nicht verdient. Sein einziger Fehler ist, dass er Friseur geworden ist. So. Ja, du, in diesem Beruf, da kann er sich nicht so verwirklichen. Aha. Ja, du, wenn er in die Politik eingestiegen wäre, statt den Salon von seinem Vater zu übernehmen, du, dann wäre er nun ganz oben. Sag mal, glaubst du das wirklich oder plapperst du ihm das nur nach? Nee, du, da bin ich mir ganz sicher. Arme Dirn. Ich habe immer gedacht, nach dem, was du mit deinem ersten Mann erlebt hast, da wärst du nun klüger geworden. Aber nein, du fällst Tante P auf einen rein, der noch viel schlimmer ist. Nee, das ist nicht wahr. Du, ich habe nicht den leisesten Grund, mich über Salon zu beklagen. Nein, du bist ja so glücklich, dass du seine Haushälterin spielen darfst, nicht? Du bist ja so glücklich, dass er dich schikaniert und nach Strich und Farben ausnutzt. Und das größte Glück für dich ist ja wohl, dass du dafür auch noch bezahlen darfst, nicht? Himmelkreuz, Donnerwetter noch mal zu. Bei so viel Dummheit, da könnte ich auf meine alten Tage noch zur Emanze werden. Nun halt aber auf, du, ich will nichts mehr davon hören. Du brauchst dir die Ohren gar nicht zuzuhalten. Wer so ein Brett vor den Kopf hat wie du, der hört die Wahrheit sowieso nicht mehr. Aber Tante Adelheid, du, ich hab ihn doch lieb. Ja, wo die Liebe hinfällt, geht der Verstand in die Binsen. Das weiß ich aus Erfahrung. Ja, aber sieh mal, Liebe ist doch was Schönes. Das Schönste, was es überhaupt gibt. Nur du hast dir leider den Verkehrten dafür ausgesucht. Er ist nicht schlecht, Tante Adelheid, das weiß ich ganz bestimmt. Schlecht oder nicht schlecht, er denkt nur an sich selbst. Und darum gehst du an ihm kaputt, wenn du noch länger bei ihm bleibst. Ja, aber ich kann ihn doch nun nicht allein lassen, mit all seinen Schwierigkeiten. Solange ich Benito kenne, hat er bis an den Hals in Schwierigkeiten gesessen. Und auch in Zukunft wird er sich immer neue einhandeln. Das ist das Einzige, wo bei ihm Verlass drauf ist. Darum, hau ab, pack deinen Koffer und zieh davon. Nee, das kann ich nicht. Hör zu. Dass er finanziell über die Runden kommt, dafür will ich wohl sorgen. Aber das tue ich nur... Du kannst sagen, was du willst, Tante Adelheid. Ich bleib bei ihm, solange er mich hier haben will. Ich will mich ja nicht versündigen, aber
Allmählich glaube ich wirklich, du hast sie hier oben nicht mehr alle beisammen. Aber Tante Adelheid. Wirklich wahr, das Also, kann man doch... na du, Moin zusammen. Morgen. morgen. Also, ich muss los. Um 10 habe ich Schönheitskosmetik. Könnte dir auch nicht schaden. Nach jeder Sitzung siehst du ein Jahr jünger aus. Und für 25 habe ich mich schon angemeldet. Tschüss! Alles Halunken, Räuber und Banditen. Du Salon, guck mal, was ich von Tante Adelheid geschenkt gekriegt habe. Kennst du den Unterschied zwischen Raubritter und Finanzbeamte? Nee. Ich auch nicht. Du ist die nicht schick? Oh doch, doch. Ein Unterschied gibt es. Die Raubritter, die haben sie aufgebummelt und die Finanzbeamten gehen auf Staatskosten in Pension. Ach, Ilse, leg meinen schwarzen Anzug zurecht. Warum? Musst du schon wieder auf eine Beerdigung? Nee, aufs Gericht. Konkurs anmelden. Nee. Tja, du ist das soweit. Das heißt, Sie haben ja noch eine Frist von 3 Monaten gesessen. Was nützt das alles? Ja, und wie viel musst du denn bezahlen? Mehr als ich hab. Ende der Durchsage. Du, Salon, du mit 2.000 bis 3.000, du, da könnte ich dir wohl aushelfen. Ende der Durchsage, habe ich gesagt. Oder langt das nicht? Wie komme ich dazu, von dir Geld anzunehmen? Mehr habe ich leider nicht auf meinem Sparbuch. Muss ich denn noch deutlicher werden? Ehe ich auch bloß einen Pfennig von dir annehme, gehe ich lieber bankrott. Aber Salon, du, ich gebe es dir doch gerne, du. Und das wäre doch auch nicht das erste Mal, dass ich dir Geld leihe. Ach, guck mal an. Nun kommt die Katze aus dem Sack. Du willst dein Geld zurückhaben, stimmt? Nee. Bitte schön, Nee. bitte. Ich verkaufe das Haus und mein Geschäft und alles, was ich habe. Bloß, dass du deine Papipen wieder kriegst. In Ordnung? Aber da habe ich doch gar nicht an gedacht. Ach, guck an, da hast du nicht dran Nee. gedacht. Na, an was hast du denn gedacht, ne? Auch an dies hier, was? Benito Meier und Frau Ilse grüßen als Vermählte, hä? Hast du daran gedacht? Nee. Du sag mal eben, na, ehrlich, du? Nee. Ach du liebe Zeit. Das auch. Ilse, nun reiß dich zusammen. Du weißt doch, ich kann keine Tränen sehen, ne? Ilse! Na ja, schön, gut, ich hab das nicht so gemeint. Du weißt doch, ich bin manchmal ein bisschen Brut, ne? Aber raue Schale, weicher Kern. Ilse! Ilse, nun hör doch mal zu. Ilse! Also gut, schön. Wenn es nicht anders geht, wenn ich damit einen Gefallen tun kann, dann nehme ich das Geld an. Ilse, hast du gehört? Ilse, nun guck mich doch mal an. Nee. Ja, warum denn nicht? Mir läuft die Wimperntusche weg. Was? Also diese Frauen, das ist doch nicht zu sagen, Mensch. Das ist... Oh, Hallo, Onkel Salon. hallo, Doris. Ist Mami da? Ja, das heißt, du lässt sie vielleicht einen Augenblick alleine. Wieso? Ja, Was ist denn? Es geht ihr nicht gut, nicht? Sie hat Migräne. Migräne? Sowas hat sie ja bisher noch nie gehabt. Na ja, gut, das bringt das Alter so mit sich, nicht? Ja, setz dich doch einen Augenblick. Ich habe nicht viel Zeit, Oh, Onkel bitte, Salon. einen Augenblick. Hm? Na komm. Na ja, siehst du. Bitte schön, hier. So. Ach du, und den Onkel, den lassen wir nur ein für alle Mal weg. Okay? Hm? Fein. Zigarette? Ja, wenn das Nötigen sonst nicht aufhört. Ja, geht los. Ja, weißt du, das ist mal so. Ich wollte... Augenblick, muss mal... Weißt du, ich habe das Rauchen nämlich aufgegeben, nicht? Und nun muss ich mal eben... Und du solltest man da auch mit aufhören, Doris. Rauchen ist nicht gut für den Teint, nicht? Guck dir meine Haut an, du. Seit ich nicht mehr rauche. Glatt und schier wie Babypopo. Guck mal, du hier. Ja? Ist ja nicht viel los hier, was? Ja, ach Gott, weißt du, die meisten Kunden von mir, die kommen ganz früh am Morgen, nicht? Ja, und dann geht es hier wie am Fließband, du. Oh, ich sag dir, zack und zack und zack und zack, ne? Und damit hat sich ausgezackt.
ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Aber weißt du, man muss sich ja auch mal ein bisschen verpusten, nicht wahr? Ja, und wie ist es nun bei euch im Salon? Ich meine, flutscht es da nun ein bisschen besser? Wir kommen da gar nicht mehr gegen an. Nee? Der Laden ist rammelvoll. Oh, wie mich das freut, du. Ehrlich, ja, das freut mich. Ja, Konkurrenzdenken kenne ich nämlich nicht. Nein, ich sag immer, die Konkurrenz will auch leben, habe ich recht? Dann siehst du unseren Salon wirklich als Konkurrenz für dich an. Ja, du bist auch, du bist, sag mal, was bist du noch? Visagistin. Ja, siehst du wohl? Wir haben also alle beide was mit der menschlichen Visage zu tun. Wenn du das so siehst. So sehe ich das. Guck mal, du und ich, wir beide stehen doch sozusagen im Dienste der Schönheit, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Oh, das hast du aber schön gesagt. Ach Gott, das schüttel ich mir so aus dem Ärmel, das ist nicht gut. Nur wenn ich mir deinen Salon so angucke, meinst du nicht, der hat mal eine Renovierung nötig? Ja, also theoretisch hättest du recht, ne? Aber bloß theoretisch. Was soll das heißen? Weißt du, mein Prinzip ist, nicht kleckern, klotzen. Hä? Sagt ihr das nicht? Nee. Also wenn ich was anpacken tu nicht, dann gleich ganz groß. Ja, also mit Renovierung und so ein Kinkerlitzchen, da gebe ich mich doch gar nicht erst mit ab. Ja, und was meinst du mit ganz groß? Soll ich dir sagen? Du musst nicht. Na schön, pass auf. Stell dir einen Salon vor, doppelt so groß wie der, wo du nur arbeitest. Abteilung römisch 1, Damen. Abteilung römisch 2, Herren. Abteilung römisch 3, Kosmetik. Abteilung römisch 4, Sonnenstudio. Und das alles ist, na was wohl? Na, was denn? Meyers Schönheitssalon. Ende der Durchsage. Was? Das ist was, ne? Oh. Hast du im Lotto gewonnen? Nee, warum? Nee? Nee. Na, dann träum mal schön weiter. Ich muss wieder rüber. Ja, Doris, bitte. Was ist? Ja, du kannst doch jetzt nicht gehen. Die Hauptsache kommt ja noch erst. Ne? Also? Komm, setz dich wieder hin. Bitte, bitte. Ha? So, siehst du. Natürlich brauche ich für so einen Salon einen Haufen Geld. Das weiß ich doch auch. Aber das Geld ist für mich überhaupt kein Problem. Nein. Ich muss bloß für kurze Zeit so eine Art, naja, wie soll ich mal sagen, ja, so eine Art Vernunft-Ehe eingehen. Verstehst du? Nee. Nee? Das macht nichts, das erkläre ich dir, wenn wir uns über die Hauptsache einig sind. Nee? Jedenfalls, in puncto Geld habe ich alles fest im Griff. Nee? Ja. Was mir Sorge macht, ist was anderes. Na? Natürlich brauche ich für so einen Salon von dieser Größenordnung einen Partner. Oder besser gesagt, eine Partnerin. Naja, die für die Abteilung römisch 3 und 4 das nötige Know-how mitbringt. Verstehst du? Nun ist bloß die Frage, wo kriege ich solche Partnerin her? Versuch's mal mit einer Annonce. Ach nee, da halte ich nichts von. Nee. Du weißt, auf ein Experiment kann ich mich nicht einlassen. Ich muss eine haben, von der ich 100%ig weiß, dass sie eine Spitzenkraft ist, nicht? Auf die ich mich absolut verlassen kann. Ja, wenn ich solche Partnerin hätte, du, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie und ich meine, dass wir beide bei beiderseitiger Zuneigung, versteht sich? Spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Meinst du das? Genau, das wollte ich sagen. Ich habe eine Kollegin. Ungefähr in deinem Alter. Oh, tüchtig sie auch. Die kann ich ja mal fragen. Oh, Doris, du hast mich nicht verstanden. Guck mal, wenn ich heirate, nicht, dann hat das auch was mit Gefühlen zu tun. Wieso denn Gefühle? Du sagst doch gerade was von Vernunft-Ehe. Ja, aber das eine hat mit dem anderen doch überhaupt nichts zu kriegen, Doris. Die Vernunft-Ehe ist doch bloß so ein Übergang zwecks Geldbeschaffung. Und wenn sich das von selber sozusagen auf natürliche Art und Weise erledigt hat, dann folge ich der Stimme meines Herzens. Na, dann such dir mal eine, die das auch versteht. Für mich ist das zu hoch. Doris, und wenn ich Wenn du magst. Wenn ich nur dich
gemeint Du machst Spaß, Wie kann ich denn Spaß machen, wo das hier um Sein oder Nichtsein geht? Onkel Salom, Nicht Onkel, bitte nicht Onkel. Das macht mich so alt. aber du kannst doch nicht mein Vater sein. Ja, wenn auch, darf ich darum keine Gefühle mehr haben. Nee, Onkel Salom, bin ich... Doris, bitte! Doris, du bist die einzige Frau, die mich glücklich machen kann. Salom, bitte steh auf. Nee. Wenn hier einer reinkommt. Nein, ich stehe nicht eher wieder auf, bis du Ja oder Nein gesagt hast. Zu was denn? Du hast mir ja gar nichts gefragt. Oh, guck an. Ich hab dir nichts gefragt. Nee. Dann tue ich das nur. Doris... Ich guck mal nach meiner Mutter. Nee. Ich glaube, es wird Frühling. Oder reden wir heute nicht über das Wetter? Ach, Sie, ja. Schönen guten Tag, der Herr. Was bitteschön kann ich für Sie tun? Rasieren. Rasieren, sehr wohl. Darf ich? Was? Ihren Mantel, wollen Sie den nicht ablegen? Warum? War nur eine Frage. Meinetwegen können Sie den Mantel gerne anbehalten. Gewisse Dinge hat man auch gerne in greifbarer Nähe, nicht wahr? Nehmen Sie bitte Platz. Bitte schön. Danke. Oh. Sie haben mir da gestern einen schönen Schrecken eingejagt. Wissen Sie das? Ich? Wieso? Schon verstanden. Alles klar. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ganz Ihrer Meinung. Wissen Sie, bei mir steht Diskretion an oberster Stelle. Ja. Wissen Sie, ich würde es sogar auf meinen Eid nehmen, dass ich Sie noch nie gesehen habe. Ah. Würden Sie? Ohne mit der Wimper zu zucken. Aber nun mal unter uns. Pastorentöchtern. Wollen Sie wirklich rasiert werden? Soll das eine Drohung sein oder warum fragen Sie? Alles glatt und schier. Na und? Bezahlt man bei Ihnen nach Länge der Stoppeln? Bitte, 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 bitte. Ich habe ja nur gefragt, nicht? Ach bitte, wenn Sie so freundlich wären und sich etwas rumdrehen würden. Und wenn Sie nichts dagegen haben, sitze ich lieber so. Aber natürlich, bitte sehr. Der Wunsch des Kunden ist mir Befehl. So, dann wollen wir mal. So hat man ja auch eine viel schönere Aussicht, nicht wahr? Wohnt da oben einer? Nee. Seit Hausschilds in ihr neues Haus gezogen sind, steht die Wohnung leer. Aha. Und das da rechts neben dem Haus, ist das ein Hundezwinger? Ja, aber mit ohne was drin. Wissen Sie, dem Hund hat er eine Spritze geben lassen. Altersschwäche. Ja. Und einen neuen hat er sich... so was. Ach Gott. Das ist nicht so. Wissen Sie, einen neuen hat er sich... Einen neuen hat er sich nicht mehr angeschafft. Nein. Er braucht nämlich keinen mehr, weil... Jetzt will ich wetten, wollen Sie wissen, warum nicht, stimmt's? Die Wette haben Sie schon gewonnen. Sehen Sie. Moin! Moin, das ist er. Moin, Julius, ne? Was gibt's? Ich muss mal mit dir sprechen. Oh, du, das tut mir leid, im Augenblick habe ich Kundschaft. Hat das nicht ein bisschen Zeit, du? Nee, hat das nicht. Das dauert auch nicht lange.
Ja, Entschuldigung, eine kleine Sekunde, wir machen das mal eben. Was gibt's denn, Julius? Das hier. Ja? Das habe ich auf meinem Schreibtisch in der Geschäftsstelle gefunden. Aha. Ist das dein Ernst? Ja, aber gewiss doch, Julius. Ja, sieh mal, als guter Staatsbürger habe ich mir gesagt, kann ich nicht länger abseits stehen, nicht? Na, und da habe ich mich entschlossen, in deiner Partei mitzuarbeiten. Ich gebe dir einen guten Rat, Salonmeier. Ja? Schmeiß den Wisch weg und die Sache ist vergessen. Wieso denn, Julius? Stimmt da was nicht? Ja, auf der Geschäftsstelle haben sie mir gesagt, dass wir alles in Ordnung haben. Mann, oh Mann, willst du dich damit Gewalt blamieren? Der Antrag wird abgelehnt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Abgelehnt? Ja, warum das denn? Ganz einfach. Weil wir solche Leute wie dich in unserer Partei nicht haben wollen, darum. So. Nur halt aber mal die Luft an, du. Was soll das heißen, so Leute wie mich, hä? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe immer pünktlich meine Steuern bezahlt. Nicht? Also, aus was für einem Grund wollt ihr mich nicht in eure Partei aufnehmen, hä? Ich will das kurz machen. Bitte. Solange ich Vorsitzender von der Partei bin, kommst du da nicht rein. Und was den Grund anbelangt, schon als Jung konnte ich den nicht ausstehen. Und da hat sich bis jetzt auch nichts dran geändert. So, moin! Ist doch wohl nicht. Und warum braucht er jetzt keinen mehr? Hä? Sie haben doch gerade eben gesagt, dass er jetzt keinen Hund mehr braucht. Und sowas sitzt nur im Stadtrat. Junge. Wo solche Leute am Drücker sitzen, da sehe ich aber verdammt schwarz für unsere Demokratie. Aha! Ist was? Oh, passen Sie doch auf, Mann. Oh, Entschuldigung. Ist bloß ein kleiner Ratscher. Ja, das kommt vom Saufen. Ja, das macht die Haut so spröde. Ach, nun. Ja. Oh. Wissen Sie, der hat sich auch neuerdings eine elektronische Alarmanlage angeschafft. Ja. Vorsichtiger Mann, dieser Hausschild. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Ja, der ist sogar so vorsichtig, dass er die wertvollen Sachen aus dem Schaufenster herausnimmt, jeden Abend, und sie ersetzt sie durch, sagen Sie mal eben, Duplikate. nee, Imitation. Ja, die wertvollen Sachen, die tut er dann in den Tresor, und wenn man daran geht, dann geht die Alarmanlage los. Mhm. Ja, Sie wissen ja sehr gut Bescheid. Ich könnte Ihnen noch eine Menge mehr erzählen. Das tut sich kein Zanger. Ich könnte Ihnen zum Beispiel sagen, dass die Alarmanlage ganz einfach außer Betrieb zu setzen ist. Man muss nämlich nur... Ja? Sagen Sie mal, warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Nehmen wir mal an, es interessiert mich. Ja. Und wenn das Ding gelaufen ist, dann gucke ich durch die Röhre, was? Sie? Ja, wieso denn? Also gut, schön. Ich sage Ihnen, was Sache ist, und Sie garantieren mir eine angemessene Beteiligung, okay? Ja, ich habe so das Gefühl... Schönen guten Tag, nehmen Sie bitte Platz. Ich habe so das Gefühl, wir reden aneinander vorbei. Nein. Wir reden nicht aneinander vorbei. Sie verstehen mich recht gut. Sie wollen doch nur, dass ich... Fischer, ich kann dich nun nicht hier brauchen, du. Hau ab. Du Salon, Hast du nicht gehört? du, ich muss dir ganz nötig was sagen. Nee, das geht nicht. Ich hab Kundschaft. Siehst du doch. Hau ab. Dieser Mann da, Salon. Ja, ist ja gut. Ich weiß Bescheid. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ist doch nicht zu wahr. Wo waren wir denn noch eben stehen geblieben? Ach so, ja, nur mal Klartext. Ja. Mit wie viel bin ich dabei? An was haben Sie denn so gedacht? Sehen Sie, das gefällt mir. Das gefällt mir. Aber sagen Sie mal was.
Oh, so das Übliche. Und was ist das Übliche? Ja, das wissen Sie nicht. Ich hätte es gern von Ihnen gehört. Sagen Sie, machen Sie sowas zum ersten Mal? Und wenn? Dann kann ich Ihnen nur raten, bleiben Sie sauber, Mann. Das bringt nichts. Also Ihre guten Ratschläge, die können sich am Hut stecken, nicht? Also, ja. Ich will wissen, wie hoch mein Anteil ist. 0. Was? Sie kriegen überhaupt nichts. Sagen Sie das nochmal. Die Sache ist nämlich die, Ich kriege überhaupt nichts. dass Sie sich in einem gewaltigen Irrtum befinden. Gut, in Ordnung, bestens, schönen Dank, dann eben nicht. Du Salon. Wenn du noch ein Wort sagst, setzt du zeitlebens keinen Fuß mehr in meinen Salon. Ist das klar? Also. Darf ich nun vielleicht auch mal was sagen? Nein, danke, bestens. Tut nicht nötig. Nehmen Sie Rasierwasser. Nein, danke, nicht nötig. Rasierwasser ist aber gut für die Haut. Nein, danke, ich möchte nicht. Oh, wissen Sie, ich habe hier ein extra prima Aftershave. Verdammt nochmal, ich habe Ihnen doch gerade eben erst gesagt, dass ich nicht Ja, will. das ist doch für Sie gratis. Hier, schnuppern Sie mal. Oh, schön. So, mein Junge, das wär's. Ende der Durchsage. Du Salon. Ich muss... Was ist denn mit ihm los? Der sagt kein Piep mehr. Ich habe ihn unschädlich gemacht. Bist du verrückt geworden, Salon? Im Gegenteil, das ist der Kerl, der drüben bei Hauschild in das Geschäft einbrechen wollte. Ja, nun soll der Herr Stadtrat sich mal eine schöne Belohnung ausdenken. Nicht? Und so viel sage ich dir jetzt schon, Habe. Mit Geld alleine gebe ich mich nicht zufrieden, du. Kannst du mir mal einen Augenblick zuhören? Nee, Salon! ah, hier, das ist es. Das ist der Ballermann. Daher habe ich bald mit umgebracht, du. Jetzt sagst du gar nichts mehr, nicht? Hier, guck dir das an, das Ding. Mann, du. Ich hab das wieder ganz Jahr für euch hier, du. So, was haben wir hier denn noch? Aha, guck dir das an, du. Das ist ja wohl das... Das kann doch nicht angehen. Happe, komm her und guck dir das an. Brauch ich nicht, Salon. Wollte ich ja schon die ganze Zeit sagen. Der Kerl ist von der Kripo! Er müsste doch eigentlich schon lange wieder zurück sein. Tja, das kommt doch ganz drauf an. Wie meinen Sie das? Dass Sie du laufen lassen oder nicht. Bei Widerstand gegen die Staatsgewalt versteht die Polizei keinen Spaß. Widerstand gegen die Staatsgewalt? Na ja, der Kriminal war eine halbe Stunde lang 100% weg vom Fenster. Salon kann vom Glück sagen, dass er überhaupt wieder zu sich gekommen ist. Anders wäre das sogar Mord gewesen. Mord? Tja, wenn er auf mich gehört hätte, wäre das eins nicht passiert. Ja, und wie sind Sie dahinter gekommen, dass das ein Kriminalbeamter war? Ich komme zufälligerweise an der Telefonzelle vorbei. Als der Mann ganz laut mit dem Herrn Kommissar telefonierte, da wusste ich Bescheid, das ist ein Kriminal. Und als ich ihn dann hier sitzen sah, da dachte ich natürlich gleich, der wäre wegen der Armbanduhren hier. Armbanduhren? Ach du lieber Gott. Ja, aber was denn für Armbanduhren? Armbanduhren. Habe ich was von Armbanduhren gesagt? Ja, gerade eben. Ach so, ja, nee, oh. Ja, müssen Sie nichts bedenken, Frau Wittkamp. Ich habe ab und zu so eine Störung in mein vegetarisches Nervenkostüm. Und dann flutscht mir manchmal was raus, was keinen Sinn und keinen Verstand hat. Aber das war doch ein Versehen. Ich meine, dafür können Sie ihn doch nicht einbuchten. Ah, schön und gut. Die Frage ist bloß, glauben Sie Ihnen das auch? Wenn einer ankommt und sagt, das wäre ein Versehen. Also für so eine Leute hat die Polizei rein gar nichts über. Dann bohren Sie und bohren Sie, bis Sie was gefunden haben.
Und irgendwo hat jeder einen schwarzen Flecken auf seine weiße Weste. Nee, Salon aber nicht. Auch Salon ist bloß ein Mensch, Frau Wittkamp. Oh, Salon, gut, dass du wieder da bist. Lass mich. Oh, Salon, ich hab doch so eine Angst um dich gehabt. Ist ja gut, ist ja gut. Ja. Ich muss mich erstmal verpusten. Oh, Salon, willst du dich nicht ein bisschen hinlegen? Wenn du mir einen großen Gefallen tun willst. Ach ja, Salon. Einen ganz großen Gefallen. Ja, doch, Salon. Dann lässt du mich in Ruhe. Soll ich denn eine Tasse Kaffee kochen? Nee. Ist gut, Salon. Ist gut, du. Reg dich nicht auf. Ich gehe ja schon. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich durchgemacht habe. Du kannst dir das nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe. Die haben mich fix durch die Mangel gedreht. Verhörmethoden sind das. Hauptsache, Sie haben mich wieder laufen lassen. Ja. Aber erst nachdem ich Ihnen gehörig den Marsch geblasen habe. Gottsknecht und Pankhirn, habe ich gesagt. Wo leben wir denn, dass jemand dafür bestraft wird, wenn er seine staatsbürgerliche Pflicht tut? Und denn von wegen, ich hätte mich als Komplize angeboten. Ich als Komplize! Das verbitte ich mir mit allem Nachdruck, meine Herren, habe ich gesagt. Und wenn Sie mich auch bloß noch eine Minute länger hier festhalten, dann kriegen Sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde am Hals, dass Sie mit den Ohren schlackern. Donnerwetter, das hat sie gesagt. Das hab ich gesagt. Ja, nee. Von der Armbanduhr haben sie nichts gesagt. Oh, das hätte mir gerade noch gefehlt. Ja, warum war denn überhaupt hier der Kriminal? So viel ich gewahr geworden bin, hat die Kripo einen Tipp aus der Unterwelt gekriegt, dass drüben in Hausschilds Geschäft eingebrochen werden soll. Da haben sie einen Beamten hergeschickt, der das Geschäft observieren und den Ganoven auf frischer Tat. Verstehst du? Ach so. Und du hast ihnen die Tour vermasselt, was? Du grinst nicht so dämlich. Ist das meine Schuld? Warum hat der Kerl nicht klipp und klar gesagt, dass er von der Kripo ist? Hm? Ich habe immer auf der Seite von Recht und Ordnung gestanden. Und wenn hier jemand reinkommt und sich als Verbrecher ausgibt, dann wird der unschädlich gemacht. Ende der Durchsage. Ja, aber ich meine, was ist denn nur aber mit dem Tipp aus der Unterwelt? Dass in Hausschild sein Geschäft eingebrochen werden soll. Das hat sich doch mit diesem Zwischenfall nicht erledigt, oder? Nee. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen, ne? Guten Abend. Na, Einen wunderschönen guten Abend auch, ihr beiden Hübschen. Was verschafft mir die Ehre? Oh, wir kommen zufällig vorbei. Ja, ganz so zufällig ja nun auch wieder nicht. Ne? Herr Happe, ja. ach, kaufen Sie sich doch mal eine neue Illustrierte. Die alte da, die können Sie ja schon singen, nicht? Vielen Dank, Frau Hinners. Mach ich. Herr Happe, Ja. wissen Sie, was ein Wink im Zauntal ist? Nee. Das war einer. Ach so, ja. Ist Ilse da? Mhm. Bist du so nett und holst die mal eben? Warum? Es handelt sich um eine Familienangelegenheit und da muss Ilse wohl auch dabei sein, oder? Oh, Familienange... Guck an. Familie. Ich bin schon unterwegs. Also, ich kann haben. Und dann muss es Schlag auf Schlag gehen, genauso wie wir es besprochen haben. Ist was? Wieso? Du siehst so betrübst aus.
Er tut dir doch wohl nicht leid. Er? Nee, bestimmt nicht. Wenn mir einer leid tut, dann Mami. Das hilft nichts, da muss sie nun mal durch. Sieh mal, sie ist nicht die Jüngste mehr. Und wenn sie jetzt nicht bald zur Vernunft kommt, dann hat sie überhaupt nichts mehr von ihrem Leben. Hast recht, Tante Adelheid. So, da ist sie. Tag, Tante Adelheid. Na, mein Gott. Tag. Du, Salon sagt mir, das handelt sich hier um eine Familienangelegenheit. Ja. Du, was ist denn? Ja, ich gehe nur so lange raus. Halt, stopp, komm du mal her zu mir. Du gehörst auch schon mit zur Familie, nicht? So. Heute bist du sogar die Hauptperson. Oh, wieso das denn? Kannst du dir das nicht denken? Mein lieber Benito, ich habe mir die Sache nochmal gründlich durch den Kopf gehen lassen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto besser gefällt sie mir. Ja, von welcher Sache sprichst du denn, Tante Adelheid? Soll ich oder willst du? Also, Benito hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Was hat er? Er hat um meine Hand angehalten, wenn du das besser Tante verstehst. Adelheid, mach dich nicht lächerlich. Das musst du einen verkehrten Hals gekriegt haben. Ganz und gar nicht, oder? Salon ist nicht der Mann, der mit Heiratsanträgen um sich schmeißt, oder? Was soll das heißen? Mir scheint, wir können das nur nicht länger für uns behalten, Salon. Darf ich sagen? Aber du willst damit doch wohl nicht sagen, dass er dir auch einen Heiratsantrag gemacht hat? Wir wollen zusammen einen Schönheitssalon aufmachen, Salon und ich. Und wir meinen beide, dass die besten Partner immer noch Mann und Frau sind. Habe ich das so richtig gesagt, mein lieber Salon? Hör mal zu, mein Kind. Du bildest dir doch wohl nicht ein, dass Benito sich eine Frau nimmt, die halb so alt ist wie er selbst. Nichts für ungut, Tante Adelheid. Aber was sind die 25 Jahre, die ich jünger bin, gegen die 25 Jahre, die du älter bist? Benito, jetzt bist du an der Ja, Reihe. nun sag doch auch mal was, Salon. Hör zu, ich stelle dir eine ganz einfache Frage und du brauchst nur mit Ja oder Nein zu antworten. Hast du Doris auch einen Heiratsantrag gemacht? Na, was ist? Sag ihr die Wahrheit, Salon. Weißt du noch, was wir besprochen haben? Wegen Schenkung und so? Vergiss die Gefühle nicht und denk an Abteilung Römisch 3 und 4. Na, nun mal los, Benito. Ein Mann, ein Wort. Oh Mann, womit habe ich das bloß verdient? Hab ich heute nicht schon genug durchgemacht? Müsst ihr nun auch noch auf meinen Nerven rumtrampeln? Also nun mach aber mal einen Punkt. Wer ist denn schuld an diesem ganzen Kuddelmuddel? Das bist doch du. Also, ja oder nein? Also, ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Ach, das weißt du nicht. Nee, ganz bestimmt nicht, nee. Sieh ihn dir an. Lügt uns frech ins Gesicht und wird noch nicht mal rot dabei. Dann haben wir uns alles aus den Fingern gesogen, oder was? Naja, Gott, vielleicht habe ich mal so bei Wege langs mal drüber geredet, nicht? Oder auch vielleicht bloß laut gedacht, nicht? Aber das war doch alles rein, ich meine, das ist doch rein theoretisch, nicht? Ach, theoretisch. Ja. Wir haben das aber ganz praktisch verstanden. So? Ach, guck an, aber dafür kann ich nichts. Nee, mein Junge, so einfach kommst du uns nicht davon. Du hast uns die Ehe versprochen. Und wer A sagt, muss auch B sagen. B? Was meinst du denn mit B? Ja. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich euch alle beide heirate, was? Oh, das ist dein Problem. So, na ja, dann also schön, dann muss ich euch nur rein Wein einschenken, nicht? Also, Ilse und ich, wir sind uns schon lange einig, dass diese wilde Ehe nun endlich zu Ende sein muss. Nicht, mein Söden? Hä? Sag ich mal. Sag mal eben. Ilse! Silvester ist Hochzeit. Natürlich ganz groß, nicht? Ist doch wohl der beste Beweis, dass ihr euch falsche Hoffnungen gemacht habt, hm? Oder? Was sagst du dazu? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ilse, ist das wahr? Ich pack schnell meine Sachen zusammen. Ja, ich helfe dir dabei. Komm wohl. Junge. Aus den Frauen, da soll man nur schlau werden, Mensch. Ich gebe dir einen guten Rat, Hatte. Ja, Verlass dich bloß nicht auf die Frauen. in Ordnung, Salon. Wer sich auf die Frauen verlässt, der ist verraten und verkauft. Da hast du mal wieder 100% recht. Naja, wir sind ja flexibel, nicht? Sind wir flexibel, Hatte? Wo du dich auf verlassen kannst. Wenn nicht so, dann eben anders. Die Frauen, die können mir doch alle im Puckel runterrutschen.
Das ist ein Ding. Was? In London hat ein und derselbe Mann in einer halben Stunde 3 Juweliergeschäfte überfallen. Soll ich mal vorlesen? Nee. Und hör mir gefälligst zu, wenn ich mit dir rede. Jawohl, Salom. Bist du, irgendjemand begegnet? Augenblick. Philipp Beers und seine Frau. Ich meine einen von der Kripo. Nö, nicht, dass ich wüsste. Gediegen, ne? Wieso? Naja, bis jetzt haben Sie Hausschildgeschäft immer observiert. Und jetzt? Lassen Sie sich mit einmal nicht mehr sehen. Vielleicht haben sie Feierabend gemacht. Mein Gott, die Kripo doch nicht. Oder sie haben sich woanders auf die Lauer gelegt. Ha. Ja, das ist... Geh mal raus und guck dich ein bisschen vorsichtig um, ne? Ja. Du sofort. Nun sofort. Mach ich, Salom. Guten Abend. Ach, guck an. Also doch. Und ich habe mich schon gewundert. Über was? Aber nichts, ist schon gut. Alles schon in Ordnung. Schönen guten Abend, Herr. Was kann ich für Sie tun? Ja, schlagen Sie doch mal was vor. Ah, das ist gut. Das ist gut. Rasieren? Nö, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Nee. Wie wär's denn mit dem Fassonschnitt? Tja. Ja, also in der ganzen Stadt kriegen Sie keinen besseren Fassonschnitt über mir. Ja, da habe ich schon von gehört. Ja, den- Aber ich war gestern erst beim Friseur. Ach du liebe Zeit. Ja. Was machen wir denn? Was machen wir? Ja. Jawohl. Ne? Sie brauchen eine Perücke. Wieso? Herr Inspektor. Glauben Sie, die Ganoven wissen nicht, wer Sie sind? Hm? Na also, und darum brauchen Sie eine Perücke. Mit einer Perücke sind Sie inkognito. Da kennt Sie nicht mal Ihre eigene Mutter wieder. Setz dich hin. Tja, wenn Sie das meinen. Jawohl, das meine ich. Wissen Sie, ich habe noch ein paar feine Perücken. Können Sie sich eine von aussuchen? Ihren Mantel wollen Sie natürlich anbehalten. Ja, das wollte ich eigentlich. Und den Hut können Sie auch hängen. Den Hut hänge ich auf, natürlich. Meister, bevor das losgeht, Ja. kann ich vorher kurz noch mal telefonieren? Ja, aber gewiss doch, bitteschön. Danke sehr, danke sehr. Wissen Sie, Herr Inspektor, die Perücken habe ich selber gemacht. So? Ja, war mein Gesellenstück. Aha. Meister, das ist... Ach, dienstlich? In Ordnung. Alles klar. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind. Ja, ein Zeitvergleich. 17:52 Uhr. Ja? In 10 Minuten hole ich die Eier aus der Pfanne, okay? Okay. So, Meister, das war's denn auch schon. Ach, das war schon. Ja, ja, Und das ging ja fix, ne? Bei mir muss alles ein bisschen ruckzuck gehen. Ja, versteht sich. Sie haben genau 8 Minuten Zeit. Oh, ist das ein bisschen knapp? Na gut, sagen wir 9, aber keine Minute länger. Nein, keine Minute länger. Wir haben das gleiche... Ach ja, sieh an. Alles klar, da haben wir das ja schon. Ja, sieh mal, guck. Ja, das allerbeste Friedensware noch, nicht? Ja, das ist ein bisschen staubig, aber es ist, muss noch aufgearbeitet werden. Nicht? Ja. Aber ich glaube, diese hier, die passt gut zu Ihrem Tank. Ja. Nee. Oh, wenn das so ein bisschen... Passt doch wieder nicht aus wie meine eigene Großmutter. Nee. Das? Die da, die gefällt mir eigentlich besser. Diese? Ja. Bitte schön, bitte sehr. Der Wunsch des Kunden ist mir Befehl. Sehen, diese soll es doch auch sein, ne? Also, da wollen wir mal gucken. Ach so, pass auf. Meister! Was ist denn? Ja, die Nase ist da mit drin. Oh, Entschuldigung. Oh, bitte, vielmals um Entschuldigung. Ja, ich habe so lange nicht gemacht, sowas nicht. Das merkt man. Augenblick, jetzt aber. Ja. Jetzt, jawohl. Jetzt, Augenblick. Ja. Werden wir gleich. Ja. So. Oh. Was ist denn? Oh. Sehen Sie wohl, jawohl. Meinen Sie nicht, der Modern Pippi, der ist ein bisschen klein für mein Död? Ach was, wissen Sie, solche Perücke, die muss
die muss ja ein bisschen knapp sitzen. Hä? Das glaube ich Ihnen ja gerne. Ja, aber die sitzt so knapp, die drückt mir da auf das Kleinhirn da. Wo nichts ist, kann nichts drücken. Die Hauptsache ist, ich kriege das Shitting nachher wieder runter. Keine Angst, keine Angst. Die geht besser runter wie rauf, ne? Meinen Sie? Ja. Ach, sagen Sie mal, das mit den 8 oder 9 Minuten, das haben Sie doch nicht bloß so gesagt, da steckt doch was hinter, ne? Sind Sie ein Helde, ja? Ja, das sagt mir mein Instinkt. Und er sagt mir auch, dass hier in den nächsten Minuten was passiert. Habe ich recht? Sie haben recht. Na also. So, sehen Sie wohl. Ja. Und so. Und was sagen Sie jetzt? Hä? Bitte, gucken Sie mal. Ja, nee, ich weiß nicht, nee. Das sieht mir eigentlich so ein bisschen nach Duellen aus. Meinen Sie? Ja, meine ich. Ja, was machen wir denn da? Ah, ja, hier, Augenblick. Werden wir gleich haben. Pass auf. Ja. Oh, ja. Noch was in der Kiste? Ja, genau das Richtige für Sie. Augenblickchen. Das werden wir gleich haben. Sie werden sich wundern. Augenblick, wo ist der Anfang? Da, sehen Sie. So, pass auf. Komm zurück. So, Mund zu. Ja, so ist richtig. Fein, jawohl. So, und nun, gucken Sie mal, ist das nicht schön? Nee. Nur ist das ein Seehund. Na, ist egal. Was soll das denn nun kosten? Ich meine, oben und unten hier. Herr Inspektor, für eine staatsbürgerliche Dienstleistung nehme ich kein Geld an. Ah, das ist schön. Naja, und denn als Staatsbürger haben Sie... Was bist du denn schon wieder? Susanne, du hast doch gesagt, ich soll mich mal ganz vorsichtig umgucken. Ach so, ja, ist recht, aber das hat sich erledigt, mein Junge. Alles in Ordnung. Hey, du Salon. Ja, ich habe nur keine Zeit, ich habe Kundschaft, siehst du ja. Ne? Der Kerl da, Salon. Du, warte, du auf, weg! Das ist doch ganz hartnäckiger, ne? Wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, ja. Als Staatsbürger ist das ja auch meine Pflicht, ne? Was ist Ihre Pflicht? Ein Verbrechen zu vereiteln. Ja, natürlich. Und dann springt da ja vielleicht auch noch eine kleine Belohnung heraus, ne? Naja, sagen wir mal so, über die Belohnung reden wir, wenn wir das hinter uns haben, okay? Okay, ja. Also, nach unseren Informationen ist Hausschild kurz vor 4 Uhr aus dem Haus gegangen. Ja, das stimmt. Jeden Donnerstag, 4 Uhr, ist Ratssitzung. Aha. Und wer führt so lange sein Geschäft? Niemand. Er macht den Laden einfach zu. So. Ja, wegen Reichtum geschlossen. Und sonst ist keiner im Haus. Nein, keiner. Ja, dann müssen wir unsere Taktiken klein bisschen ändern. Ach ja. Ja. Also, sagen wir mal... Meister, Ja, was ist? der Seehund. Oh, ja, Entschuldigung. Ja, das ist ein kleines bisschen so. Klein bisschen, bisschen ja. randrücken. Ja. Ne? Ja, dann nehmen Sie mal Ihren Finger, so, Ja. und da ist es ein bisschen fest. Ach ne? so, Also sagen wir mal Folgendes. Ich versteck mich irgendwo in Hausschild sein Geschäft. Ah, ja? Und wenn der Einbrecher reinkommt, dann schnappt die Falle zu. Ah, Sie wollen den Ganoven auf frischer Tat... Ha? Genau. Ast rein. Da merkt man doch sofort, was ein Profi ist, nicht? Och, wissen Sie, das ist für uns ja mehr oder weniger Routine. Ach so, ja, passen Sie auf. Das Beste ist, Sie gehen von hinten rein durch den Windfang. Aha. Der Schlüssel liegt unter der Treppe. Sind Sie da ganz sicher? Da bin ich ganz sicher. Da hat er früher gelegen und da liegt er heute auch noch. Na, bestens. Ja, nun zu Ihnen, Herr. Wie war noch der Name? Meier, wenn's recht ist. Herr Meier. Jawohl, Meier. Herr Meier, haben Sie zufällig Hausschild seine Telefonnummer? Ja klar, die weiß ich aus dem bloßen Kopf. Ja? Ja. 37555. Das ist gut. Herr Meier, das ist gut. Passen Sie auf. Ja. Sie können mir ein bisschen zur Hand gehen. Das tue ich. Sie stellen sich hierher. Jawohl. Und wenn Sie draußen auf der Straße ein verdächtiges Individuum sehen, oder auch ein Paar, dann rufen Sie drüben bei Hausschild an. Jawohl. Sagen wir so 2-3 Mal klingeln lassen. Nein, dann weiß ich Bescheid. Jawohl. In Ordnung? In Ordnung. Herr Meier, war nett bei Ihnen. Ich muss leider gehen. Dankeschön. Der Countdown läuft. Bitte, ja. Herr Meier, Wiedersehen, Herr Meier. Wiedersehen. Ach, Herr Meier. Ja? Noch etwas. Bei seinem letzten Bruch, Ja? da hat er sich eine Polizeiuniform angezogen. Was? Ja. Und seine Komplizen natürlich auch. Nee. Ja. Kann sein, dass er diesen Trick diesmal wieder anwendet. Keine Angst, Herr Inspektor. Keine Angst. Auf sowas fall ich nicht rein. Ich habe da einen Riecher für, was ein richtiger Polizist ist und was nicht. Ja, Herr Meier, das glaube ich allerdings auch. Wiedersehen, Herr Meier. Herr Inspektor. Vielen Dank, Herr Inspektor.
Oh, Mensch, wie war das Licht auf? Das ist schon viel besser. So, jawohl. Benito, wo ist die Diamantbrosche? Was ist hier denn los? Warum hast du das Licht ausgemacht? Das sage ich dir, wenn alles vorbei ist, nicht? Geh du mal wieder in die Wohnstube, Tante Adelheid. Nee, erst will ich wissen, was du da machst. Ja? Ich tue meine staatsbürgerliche Pflicht. Ach, und die kannst du nicht bei Licht tun? Nein. So wird liegen. Doris! Doris! Ja. Komm mal her, weißt du, wo man hier Licht macht? Bitte, Tante Adelheid, kein Licht machen. Hier, soll ich? Ja, natürlich. Ach nein, verdammt noch mal zu. Glaubt ihr denn, ich mach Spaß? Ich stehe hier im Auftrag von der Polizei, sozusagen als verlängerter Arm des Gesetzes, nicht? Und wenn ihr nicht macht, was ich euch sage, dann macht ihr euch strafbar. Also, Licht aus! Verstehst du das? Nee. Sag mal, was ist das überhaupt für ein Ton? Was fällt dir ein, uns hier so anzubölken? In meinem Salon kann ich so laut bölken, wie mir das passt, nicht? Und darum sage ich, Licht aus! Ende der Durchsage. Schön, 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 dann mache ich das eben. Ach du liebe Zeit, ich habe die Alarmanlage ganz vergessen. Hier, Tante Adelheid, pass an. Wenn du draußen auf der Straße ein verdächtiges Individuum oder mehrere siehst, mit oder ohne Polizeiuniform, dann rufst du die Nummer 37555 an und lässt es 2-3 Mal klingeln. Dann hast du das begriffen. Die Nummer 37555. Hast du das verstanden? Ach Gott, das hatte doch keinen Zweck. Jetzt kommst du. Also, entweder ist Benito jetzt absolut übergeschnappt oder er hat ein schlechtes Gewissen. Wegen der Diamantbrosche, meinst du? Ja, das sollte mich gar nicht wundern, wenn er sich die unter den Nagel gerissen hat. Und was tut ein Mann, wenn ihn das Gewissen piert? Er macht sich aus dem Staub. Aber das hätte er doch einfacher haben können, Tante Adelheid. Wieso zieht er hier so eine Show ab? Einfach ausbüchsen, wenn es brenzlig war. Das verträgt sich nicht mit der männlichen Ehre. Was ist das denn nun? Oh, sag mal, was ist das für Lärm? Weiß nicht, guck mal selbst. Ja, oh, Salon. Das Haus umstellen! Benito spielt Polizist mit einem verlängerten Arm, hat er gesagt. Was? Hat er gesagt. Du, Salon, was ist da los? Also, hör zu, wenn die Polizei hier gleich reinkommt. Ich bin die ganze Zeit hier im Salon gewesen. Ich war überhaupt nicht draußen. Hab mir Sag mal, kannst du uns vielleicht mal erklären, was das alles zu bedeuten hat? Nee, kann ich nicht. Ich habe gar keine Zeit. Nur möchte ich bloß mal wissen, war das so die richtige Polizei oder war sie das nicht? Abführen den Mann! Ich komme gleich nach. Na, deinerseits. Guten Abend. Herr Meier, Sie schweben in akuter Lebensgefahr. Ich? Mein Gott, wieso denn? Ja, bei der Nassrasur kann so ein tatterig böse Folgen haben. Sie ahnen ja nicht, wie schnell man sich die Kehle durchschneiden kann. Aber Herr Inspektor, wer hat denn hier Tatterig? Gucken Sie hier, alles ganz ruhig, nicht? Na schön. Dann sind Sie sicherlich auch in der Lage, mir einige Fragen zu beantworten. Aber gewiss doch, Herr Inspektor, gewiss. Was hatten Sie auf Hausschilds Grundstück zu suchen? Wer, ich? Ach, kommen Sie. Ich habe Sie ganz genau gesehen. Ganz ausgeschlossen, Herr Inspektor. Ich bin die ganze Zeit hier im Salon gewesen, nicht wahr? Nicht? Bin ich die ganze Zeit hier... Nun sag du doch mal, bin ich nicht die ganze Zeit hier im Salon gewesen? Ja, oder willst du, dass Sie mich einsperren? Ja, Was? ja, Herr Inspektor, er war die ganze Zeit hier im Salon. Sehen Sie, Herr Inspektor, Frau Wittkamp kann es bezeugen. Haben Sie sich das auch gut überlegt, Frau Wittkamp? Was gibt's denn da noch zu überlegen, Herr Inspektor? Das ist die reine Wahrheit, nicht? Ja, haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Nur noch eine. Bitte schön, bitte sehr, bitte. Diesen Schuh fanden wir in Hausschilds Vorgarten. Aha. Gehört er zufällig Ihnen? Herr Meier, ich erwarte Sie morgen Punkt 9 Uhr im Präsidium, Zimmer 223. Sie wissen ja Bescheid. Ach so, und Sie kommen bitte auch mit, Frau Wittkamp. Ach, Herr Meier, wenn Sie mit dem Rasieren fertig sind, vergessen Sie das Aftershave nicht. Oh nee. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was habe ich denn nun schon wieder verkehrt gemacht? Lass uns gehen, Mami. Ja, sag tschüss, Ilse, und dann ab durch die Mitte. Ich wünsche dir alles Gute, Salon. Ja. Geht, Mann, geht. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ja, weißt du, zum Abschied
hättest du dir auch einen besseren Spruch ausdenken können. Bandito! Störe ich? Ja. Salom, du, ich möchte dich noch was fragen. Na? Ja, aber du musst mir die volle Wahrheit sagen. Aber tue ich das denn nicht immer, mein Deren, was? Aber nun machst du mir erstmal einen Strammax. Oh nee, Salom, können wir da nicht erst überreden? Ilse, ich habe den ganzen Morgen noch nichts zu essen gehabt, nicht? Über die Wahrheit, da können wir doch immer noch reden, oder? Ja. Ende der Durchsage.